der Ostervakanz gouf am Ulzig-Kanal geschafft. Hei hu sech Lisa, Janis an de Band mam Yves Schulte getroffen fir eng neue Edition vum Gitarworkout. Hallo Gitarristas, wir melden uns noch eine längere Pause zurück mit Gitarworkout für den Ulzig-Kanal. Und heute weisen ich eine ganz interessante Akkordprogression, die unter der klassischen Musik immer nicht benutzt wird, für Songs zu schreiben. Sie wird am Pop, am Jazz, am Rock. Und es geht um die sogenannten Line-Klischee. Die gibt es am Mineur an der Majeur. Wir gucken uns heute die Mineur-Version an. Line-Klischee ist am Anfang just eine melodische Bewegung, die chromatisch raufgeht vom Grundton aus. Wenn man am Mi wäre, gibt das Mi. Und dann nehmen wir einen halben Ton rauf bis auf Sixt. Und wenn ich da Akkorden dabei sitzen, da klingt das ganz vertraut. Ich spiele mal ein 4 mit Akkorden. Könnt auch die open Seiten, de Mi und de Si, die open Seiten über drüber dabei setzen, mir rhythmisch. Voilà, das ist eine Möglichkeit für so ein Line-Klischee zu spielen. Da beschäftigen wir uns heute ganz intensiv. Zu dem Zweck blenden wir am Ekran 2 Seiten Notation an, wo da alles drauf fand, was ihr braucht. Die Sendungen kommen noch immer auf YouTube. Wenn der YouTube-Ulzig-Kanal Gitarre angeht, da fällt der Robalming Beiträge zum Gitarrenunwesen. Und da könnt ihr euch daheim auch mit der Pause-Taste, als von so einer Notation angeblendet wird, das Bild stoppen und dann das genau kopieren, was ihr da im Mikro seht. Da kommt der Herr No mit meinen Explikationen besser durch. Ich spiele nämlich Herr No die ganzen Notationen für euch hier durch. An den angeblendeten Notationen seht ihr oben auf der Seite 2 die Akkorddiagrammen und noch Tablatur von der Line-Klischee, die ich gerade gespielt habe. An engem hunne Gesto de Chiffrage geschrieben mit Intervallen, was das Grundton, los wir so, wir sind am Mi, und da geht es drauf auf Septième, und dann auf Bemol Septième, die diminuiert Septième, bis rauf auf Sixt. Das ist ein kleines Klischee. Die kann in viele Variationen spielen. An der zweiten Zeile von der Seite 2 seht ihr dieselbe Progression, aber eine Oktave mehr hoch. Da sind wir auf den 3 ewigsten Seiten am Erkennen, die Deck Mi seit oben am Bass spielen. Dann hat er schon 2 Variationen für die Line Klischee. A Mi mineur, I minor. Wenn der auf Seite 1 geht, da seht ihr noch eine Variation für dieselbe Line Klischee, noch immer an derselben Tonart, I minor. Den Unterschied ist, dass die Line Klischee nicht mehr an der innersten Stimme ist. Hier ist an der innersten Stimme. Hier ist auch an der innersten Stimme. Dieselbe chromatische Descent setzen wir mal an die tiefste Stimme. Dafür gehen wir auf die Seite 5. Bund, Mi. Und wir gehen rauf, chromatisch, bis auf Sixt. Also setzen wir die Akkorde innen drin, und nicht mehr drüber. Das ist auch ganz interessant. Auch hier können wir jetzt die Deck Mi-Seite am Bass spielen. Eine andere Variation wäre, die ich euch abgeschrieben habe, die heiten, dass der Heim am meisten Fanger einfach raufrutscht. Muss noch ein bisschen strecken, aber das ist aber relativ einfach. Das ist im Prinzip ein Klischee am Mineur. Wie gesagt, ich kann die Akkordprogression wird immens oft gebraucht an alle möglichen Musikstile. Leider ist es so, dass sogar Gerichtsverfahren am Moment angestrengt sind, weil Leute von großen Plattenfirmen oder von großen Corporate-Firmenmengen irgendeinen Recht drauf für die Akkordprogression sing eigen zu nennen, was absolute Blödsinn ist. Da könnten sie genau den Beethoven oder den Bach für ihr Gericht sehen, weil die noch schon die Progression benutzt. Unter anderem lebt der Prozess, wenn es der Line Klischee à la mineur, ich spiele nicht mal ein 4, wir sind à la mineur.
Oder wie op der Plaggers, wo der Rëmmer kennt. Ha ben einfache Re Majeur u sech giwe do be La Min 6 goen, méi La Min 6 as och Re ning, an da kann en och Re Majeur dospielen. Led Zeppelin mat hirem brütne Song Stairway to Heaven sinn leider an e Geriestprozess verwickelt, weil sie anscheinend die Progression do geklaut hätten. Fandch absolut lächerlech fan net Tüt kemen strecht fir Besitztum iwwer der Kochten zu greifen. Dat war die Zweezeil A minor. Lo geht dann die Drittzeil, du hast dieselbe Schlein-Klischee an D minor. Die Kinder vum E minor hier hatte man se einst schon, man mechte fangen um 7. Bund, fir se an D minor, also D-Moll oder Re Majeur, Re Mineur zu spielen. Dat ganz um 5. Bund an daneben Dreh seit, die feiert seit open, dann hummer als Bassnote. Seht ihr, auch da kann ich die Line-Klischee ersetzen, kann ich an Do Mineur spielen. Am Domine an zu guter Lächt zum Schluss vun der Episode hunne ich besonnesche Schmankerl mat agebaut Line-Klischee an Domine, awer déi ja mat Jazzakkorden harmoniséiert. An do geht ze net méi vun der Tonik op ZM op Bmol ZM op Sixt, méi do geht ze vun der Bmol 7 op Sixt op Bmol 6 op 5. An Domine wär der Teil op der Sol seit de Si Bmol, dat das Bmol 7. Da chromatisch Rof, La Bemol, Sol oppe. Wann ich Stadlo harmoniséieren, da kränech. Ihr seht, das klingt ein bisschen wie vorwärts. Aber wenn das so spielt, von der Punkt auf Bmol 6 auf 6, da kriegt die Erkennungsmelodie von unserem Lieblingsgeheimagent. An der Hut, wann der de lächten Akkord guckt, der Sinnen op der Seite 1, de lächten Akkord C minor, der de flotte Voicing fir Domine, weil die meesch Gitarristen sobald die Domine gesicht spielen se de Barry, war doch durchaus okay ass, mé eideren alternative Voice. Pardon, die FDA schmi seit lewer net mat spielen. Oder nach e flotten Domine Voicing fir wann der die nächste Keier e Song wild arrangieren. Die nächste Episode spielen ech mat eng Kolleg e Song firch, wo all die Line-Klischeen drafir kommen als Illustration. Ciao, a bis nächste Keier. No dem Workout mam Yves schuld deweis im Elo de Line-Klischee an eng Song. Hallo a Gitarristas, ha immer nees. Ech hat Schlächkeier am letzten Episode ein ganz interessant Akkordswit gewiesen, die sogenannten Line-Klischee a minore. An schon haut nesen Wit matbrot den Tom Heck und der Gitarre. Am mir zwe werden ech lo geschwoen e Song spielen, wo so Line-Klischeen ziemlich viel benutzt gin. Mehr so nech awer net wattere Liter se das, an och net vu watterenger Band, well mir hunn haut ausnahmsweise klenge Konkurs do mat der verbonnen. Anzwa könnt ihr diesen Fischstick gewannen. Da das tatsächlich ein USB-Stick 8 GB an den das von Megaband Skyfish. Da sind 12 Liter von Eis drauf und das auch noch ganz frisch gefiedert gehen. An den könnt ihr gewannen. Der Dienst, was der muss ein E-Mail und den Ulzig-Kanal checken. Wir blenden erst die Adresse ran. Man betreff Fischstick. Und da muss der Reis den Titel von dem Song nennen, den wir lo spielen, an auch von weiterer berühmter Band, das der Song ist. Okay, here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Voilà, viel Spaß beim Lauschteren a vergisst net, wann der Fischstigfeld gewonnen, muss er wissen, wie dat Lied hecht, a vu wat enger berühmtener Band as das. Megisinn als de nächste Workshopperem, do erklären wir ein bisschen, wie ein improviseieren kann an denen Tonachten mat der Line Klischee. Hasta la vista, Gitarristas.